Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe warnte, dass eine chinesische Invasion Taiwans eine ernsthafte Bedrohung für Japans Sicherheit und das japanisch-US-amerikanische Bündnis wäre. Angesichts der Nähe zwischen Japan und Taiwan würde eine bewaffnete Invasion Taiwans unweigerlich eine ernsthafte Bedrohung für Japan darstellen, so Abe. Die Vereinigten Staaten und China führen einen Rüstungswettlauf um die Entwicklung der tödlichsten Hyperschallwaffen. Der Luftwaffensekretär der USA sagte am Dienstag, wie Peking und Washington immer mehr Hochgeschwindigkeitswaffen der nächsten Generation bauen und testen. Die Ukraine wünscht sich von der NATO eine noch stärkere Unterstützung im Konflikt mit Russland. Wir werden die Verbündeten aufrufen, gemeinsam mit der Ukraine ein aus 3 Schichten bestehendes Abschreckungspaket zu erarbeiten, sagte der ukrainische Außenminister Kuleba am Mittwoch kurz vor Gesprächen mit Kollegen aus den 30 NATO-Staaten. Inmitten der Spannungen im Ukraine-Konflikt verschärft sich auch der diplomatische Streit zwischen Russland und den USA. Russland ordnete am Mittwoch an, dass US-Botschaftsmitarbeiter, die sich seit mehr als 3 Jahren in Moskau aufhalten, bis zum 31. Jänner ausreisen müssen. Dies sei eine Vergeltungsmaßnahme für eine Entscheidung der USA, die Aufenthaltsdauer russischer Diplomaten zu begrenzen, teilte das russische Außenministerium mit. Der Präsident des englischen Außengeheimdienstes MI6, Richard Moore, betonte, dass Russland und China viel Geld in KI, Quantencomputer und synthetische Biologie investieren. In diesen Bereichen haben sie sich sehr weiterentwickelt. Moore zufolge sind die größten Gefahren für England, China, Russland und der Iran. Die britische Datenschutzbehörde beabsichtigt, gegen Clearview AI eine Geldstrafe in Höhe von knapp über 17 Millionen Pfund zu verhängen. Darüber hinaus hat die Datenschutzbeauftragte Denham das auf automatisierte Gesichtserkennung spezialisierte US-Unternehmen aufgefordert, die weitere Verarbeitung personenbezogener Daten britischer Bürger zu stoppen und sie zu löschen. Die EU sanktioniert 4 chinesische Diplomaten und eine chinesische Firma und setzt sie auf die schwarze Liste. Auch wenn dieser Schritt das europäisch-chinesische Abkommen vom Dezember 2020 gefährdet, wird diese Sanktion bestehen bleiben.